Hey, guten Morgen miteinander. Es ist jetzt so schnell gegangen. Ich wollte eigentlich noch ein Film machen, von wie man das Zeug aus der Wohnung raus zügelt. Aber innerhalb von 1 Stunde. Gut, ich muss sagen, wir haben es auch vorbereitet, wir haben alles auseinandergenommen. Aber innerhalb von 1 Stunde haben die beiden Herren einfach wumm. Wir sind im 3. Stock, plus wir haben 2 Stück da. Und sie haben einfach alles eingepackt und ab. Also eingepackt haben wir es, Claudia und ich. Aber sie haben alles abgetragen, Zügelwagen gefüllt. Ich muss sagen, die 2 Herren vom Peterli-Umzug, absolut Hammer. Eine Stunde. Ja, jetzt wird es auf Winterthur gefahren. Im Winterthur wird es eingepackt in der Kiste. Ja, wird es dann auf Wallis gefahren und dann mit dem Helikopter abgeholt. Sitzen wir hier im Auto, fahren durch die wunderschöne Schweiz. Ja, wir sind am Zügeln. Schau mal, da hinten haben wir die restlichen Sachen. Mein Vater ist dabei am Fahren. Und ja, heute Abend sind wir dort und morgen der Helikopter. Also da ich ja sonst immer mit dem Zug gehe, bin ich gar nicht so sicher, ob wir richtig gefahren sind. Aber wir sind da. So, bist du oben auf der Furka-Pass. Leck! Und das Hotel da hinten ist etwas wie aus Shining raus. Aber ist das nicht schön, unsere Schweiz? Hä? Schweiz ist schon etwas vom Schönsten. Und da der Furka-Pass. Da hat es ja noch Schnee. Eben, das ist mein Vater. Du, im Video sage ich immer wieder Danke. Und jetzt gerade möchte ich mich bei dir bedanken für all deine Hilfe und Unterstützung, für alles, was du für uns machst, mit dem Zügeln und hin und her. Und ja, wir haben gar noch mit Club und Treiten. Aber danke! Jetzt fahren wir ins Wallis von ganz einer anderen Richtung. Aber schau mal da vorne, das ist das liebe zukünftige Wahlheimat Kanton Wallis. Salut zusammen, es ist jetzt Dienstagabend um 7:30 Uhr und ich bin hier am HB und warte bis mein Zug abfährt. Ich gehe heute noch runter, also besser gesagt ins Paradies in Trieste. Ja, weil morgen ist ja der grosse Tag. Der Helikopter fliegt unsere Sachen an und das will ich natürlich nicht verpassen. Und darum machen wir jetzt noch auf den Weg. Es ist ein bisschen später geworden, als ich gedacht habe. Es hat noch viel zu tun gegeben. Ich bin ja noch am Arbeiten und von dem her muss man immer schauen, dass man alles unter einen Hut kriegt. Ja, und auch jetzt, warte, ich kann das mal zeigen, schnell. Genau, das Laptop ist hier aufgeschaltet. Also auch jetzt werde ich noch schnell die wichtigsten Sachen erledigen, damit ich dann morgen mit gutem Gewissen kann den ganzen Tag für unsere gezügelte Helikopterflug und Organisation investieren. So, ich bin jetzt angekommen in Gamsen. Das ist das, was man hier im Hintergrund sieht. Ja, jetzt bin ich am Auflaufen. Es ist gerade am Eindunkeln. Momentan kann ich noch den Weg ohne Licht machen. Mal schauen. Vielleicht muss ich nachher gleich noch das Lämpchen nehmen. So. Obwohl es nicht mehr so heiß ist, trotzdem anstrengend mit dem schweren Gepäck. Aber ja, so ist das Leben eben. Heute ist der Tag, wo der Heli landet. Also unser Möbel bringt. Und es gibt 2 grosse Kisten, 2,20 auf 1,50 und 1,68 hoch. Und die brauchen noch einen Landeplatz. Darum muss ich jetzt hier ausgraben. Da werden wir jetzt einen Landeplatz machen für die Boxes. Also das heisst, den Hügel hier noch ein bisschen ausgraben und da flach machen, da auffüllen, damit wir 2 Boxes anlegen können. Da kommt der Heli oben auch landet. So, aber ja, jetzt geht es noch ins Graben. Weißt du noch, im letzten Video hatte ich ja Holz im Stall, wo ich gesagt habe, wieder viel nutzen. Da tue ich jetzt eben schon mal das mit dem, damit es da schon ein bisschen höher ist, und das tue ich nachher mit Erde drüber füllen. So drüber und dann ja, gibt es eine Fläche, das füllt eben schneller auf und es versetzt sich dann unter dem Erde und gibt auch Erde. Perfekt! Recycling! And I don't care if it's bad. I guess I'm the kind of fella who'll always be a fringe dweller. Just do the best I can with what I have.
knapp 45 Minuten haben wir jetzt einen Landeplatz für unsere Zügelkisten fertig bauen. Die Hunde sind am Mitgraben, mein Vater ist am Mitgraben. Ich würde sagen, geile Sache. Uns kann man brauchen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich sehe es zwar nachher live, es kommen die Boxes hier runter, 2 Stück, einer nach dem anderen, nebeneinander Platz. Da können wir es aufmachen, ausladen. Perfekt. Haha! Hey, und Daumen hoch und abonnieren, bitte, für meine harte Arbeit. Du abonnieren. Danke! Man sieht nicht einmal wo das Holz vergraben ist. Es gibt einfach einen schönen Boden. Ich glaube, ich muss noch den ganzen Weg so terrassieren. Gefällt mir noch recht. Noch von dem Blickwinkel noch. Ja, es ist nicht ganz flach, es ist noch ein bisschen schräg. Aber ich sollte schon lange. Noch ein paar Steine abladen. Und dann tipptopp. Jetzt gehen wir zum 3. Mal zum Auto, das Auto noch ausräumen. Und dann haben wir alles vom Auto drin, dann warten wir nur noch auf den Helikopter. Du Claudia, gehst du zum Helikopter, gell? Ja, ich schaffe es, um den Haken einhängen. Ich sehe das noch ein bisschen als Herausforderung, aber ja, aber ich glaube, klappen. das klappt sicher. Ich glaube an dich. Mal, du bist die Beste nämlich. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Und der Allerbeste ist mein Vater. Der gibt alles. Alles. Übrigens, jetzt laufen wir Weg Nummer 3 Richtung Mund rauf. Und also das ist der oben runterkommt. Dahinter geht es dann zu Dresden. Also, das eigentlich ist das ganze Gebiet Dresden. Dahinter ist Paradies Dresden. The edge is where it's at. I'm gonna work that into fate. Gott sei Dank gibt es die 2. Oh, bin ich dankbar. Danke. So. Das Auto ist leer. Wir haben es geschafft. Das heisst, nur noch einmal laufen und der Helikopter und alles, was wir brauchen, ist dann da. So gut. Auch wenn du am Zügeln bist, im Fall, ist es immer wichtig, dass man alle Türen immer zumacht. Gell? Weil überall laufen wildlaufende Tiere rum, Pferde, Mullis, Schäfe. Also wenn du im Wallis unterwegs bist oder vor allem in Dresden unterwegs bist, mach die Tür immer zu, bitte. Jetzt haben wir noch einen letzten Schliff gegeben. Es hätte gross genug sein, jetzt muss nur noch der Helikopter kommen. Ein paar Steine zum Unterlegen. Und ja, 10 Minuten, Viertelstunde ist der Heli dann da. Hihi! So, also ich bin jetzt angekommen da auf dem Fußballplatz in Mund und jetzt zeige ich euch gerade, was da innen ist. Die Ladeklappe ist runter und da seht ihr unsere 2 schönen Zügelboxen mit all unseren Sachen drin. Die werden jetzt ausgeladen und dann kommt der Heli und fliegt die uns schön runter. Ich warte jetzt auf den Helikopterflug. Es wird im Flugbegleiter kommen, Gott sei Dank, weil ja, man muss da noch die ganzen Gurte rundherum tun, machen, einhaken dann, wenn der Heli da ist und so weiter. Und ja, also ich bin froh, macht das jemand anderes, muss ich das nicht machen. Aber mal schauen, ich bin also mega gespannt. Der Chauffeur hat abgeladen, er hat gemeint, wichtig ist, dass es nicht so nah am Abgrund ist, die Kisten. Dass es nicht so nah an irgendwelchen Gebäuden oder irgendetwas ist. Und von dem her, ja, ich glaube, wir haben das gut geschafft. Die sind jetzt da rein. Warte, ich schaue gerade mal, ob ich das echt herkriege. Seht ihr die 2 Kisten? Genau. Ich bin ein bisschen in den Schatten geflüchtet, weil nach dem letzten Aufstieg ist doch schon Zweite heute. Ich musste ein bisschen pressieren, damit ich rechtzeitig da bin. Und ja, das T-Shirt ist flutschnass. Jetzt musste ich einen Pulli anlegen. Jetzt ist die Sonne vorgekommen. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Hitzeschub. Aber easy. Kommt gut. Jetzt warte da, bis die kommen. Und dann los, abfliegen mit dem Zeug. Ja, und irgendwo da hinten unten, wenn wir da alles runtergehen, dann kommen wir direkt auf zum Dresden.
Herrlich, der Ausblick, oder? Jetzt hat gerade der Helikopter angerufen. Sie sind unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen nervös. Es ist meine erste Helikopter-Delivery. So gut. Aber sicher nicht der letzte. Ich sage euch, sicher nicht der letzte. Aber ja, sie kommen. Man bekommt. Where everything's come together, you'll find it getting better. You'll fall so in love with the edge, you're gonna write it a love letter. Just broaden your range in the place of exchange. You've got nothing to lose and everything to gain. Oh, there's every single color sitting between white and black. A well-beat ball, there ain't no way to the right track. Ja, hure geil, hure schnell gegangen. Beide Kisten weg. Ich muss echt sagen, Erzermatti sind die geilsten. Hey. Ich weiss nicht, das hat jetzt hure schnell geklappt. Mega geil, hey. Wirklich Hammer. Hure geil, oder nicht? Wenn Zügeln immer so einfach wäre. Ich sag dir jetzt eins. Der Mike von Erzermatt, der Hammer-Typ, der gefunden, den Platz, den wir da unten gemacht haben, sehr gut und recht, aber ich sage an mich selber, wenn ich alles auftragen muss. Und ich fand, ja, hast schon recht. Er hat gefunden, weißt du was, komm mit uns vor die Haustüre. Der Mike hat es einfach vor die Haustüre da. Geiles Ziel! Ich sage dir, die Walliser, die sind einfach direkt ehrlich und ich liebe Wallis. Ich bin da, hey, das ist mein Ort. Genau so habe ich es gerne. Danke Mike, danke Erzermatt, danke Peterli, die Zügelfirma für die Verpackung und das Zügeln ist einfach nur. Und danke Universum, danke meinem Vater, danke. Das Zeug ist da. Voilà, also ich mache mir jetzt auf den letzten, Gott sei Dank, Aufstieg für heute. Ich habe einen grossen Rucksack dabei und ich kann ja neu eins sagen. Es ist nur ein Flache drin und der Rest ist Wein und Bier. Weil ich glaube, heute haben wir es richtig verdient, um mal die Füße aufzulegen. Heute Abend etwas Feines essen, köcheln und ja, mal ein bisschen relaxen. Und die Herren haben sich Bier gewünscht. In dem Fall, ja, schleppe ich jetzt zum letzten Mal das Bier rauf. So, und der letzte Schritt, wie meine wunderbare Frau ist jetzt endlich auch wieder zurück und hat Blachen geholt. Jetzt ist der letzte Schritt noch, alles mit Blachen abdecken. Weil die nächste Woche soll es noch ein bisschen regnen und wir wollen ja natürlich nicht einen nassen Sofa haben. Und darum packen wir jetzt ein und ich sage Tschüss und diesen hier abonnieren und kommentieren. Wie geil ist jetzt das Video gewesen? Würde ich gerne hören, bitte. Danke vielmals. Tschüss!